Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende 5 Beiträge für euch parat. Das Branchentreffen der Papeteristen in Bern, das Gerichtsurteil vom Mord in Niederwangen, die Schutti-Nazi, hoffentlich nicht so löchrig wie der Emmentaler Käse, der zweite Teil aus unserer Serie «Lebendpreise im Schwingen» und das Greenfield in Interlaken eröffnet der Festivalsommer. Zeit ist das schönste Geschenk, aber bitte schön verpackt. Unter diesem Etikett läuft das diesjährige Treffen der Papeterien und ihren Partnerbetrieben in Bern. Der Verband der Schweizerischen Spielwarendetaillisten ist eigentlich ein Zusammenschluss der Händler. Also wir sind nicht die importieren, das ist der Spielwarenverband, und wir sind der Verband der Spielwarendetaillisten. Unser Hauptziel ist eigentlich die Ausbildung der jungen Mitarbeiter der Zukunft, die unseren Verkauf übernehmen und die zuständig sind, um die Leute zu beraten und das Richtige nochmal zu bringen. Wir sind hier in der Amtszentrale, direkt an Aare, näher kann man fast nicht sein für das Nachtessen. Es ist wunderbar, die Stimmung hier, und wir haben das ausgelesen, was wir gefunden haben. Das ist das richtige Restaurant für den Anlass. Ich freue mich sehr. Danke im Überleben von VSSD und Sponsoring von VSSD. Ihnen können Jael, ehemals Lunik, Sängerin, vorstellen. Wir haben heute das grosse Glück gehabt, dass wir die Jael engagieren können. Und wir freuen uns schon sehr auf den Auftritt. Ja. Guten Abend miteinander. Schön, seid ihr da. Es ist komplexer geworden. Man hat Spiele erfunden, wo man kooperativ spielt, miteinander, Gegenspiel. Es hat sehr viele neue Mechaniken in der Spielwelt. Aber das macht sie auch aus. Und ich glaube, Catan war so ein bisschen der Auslöser für das moderne Spiel. Mein persönliches Lieblingsspiel ist Everdell. Oder auch Klong spielen wir sehr viel. Im Moment ist es Allegra Grande, ein neues Kartenspiel, das auch wieder in die Richtung geht, wo ich sehr Fan bin davon. Und es gibt sehr viel, jedes Jahr neue Spiele. Es hat immer wieder Rettungen drunter, die man auch gerne versorgt im Kasten und einmal mal wieder vornimmt. Es ist ein Geschenk, dass wir miteinander Zeit verbringen können. Und ja, ihnen so einen schönen Abend können bescheren und uns die Sonne begleiten für den Rest dieses Abends. Ja, das ist ein Geschenk. Ja. Wenn jemand etwas kauft, das er verschenkt, soll es auch schön verpackt sein, soll es schön daherkommen. Und darum ist ein Geschenk aus einem Spielwarenfachgeschäft schon etwas sehr Spezielles. Wir versuchen auch der Verpackung ein gewisses Gewicht zu geben. Also das Ganze rundum soll ein Erlebnis sein, das man verschenkt. Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat die 32-jährige Mutter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Für das Gericht ist es nach einem Indizienprozess erwiesen, dass sie ihre 8-jährige Tochter getötet hat. Herr Müller, was sagt ihr zum Urteil? Ich verstehe das nicht. Ich bin überrascht. Ich habe einen Freispruch erwartet. Wieso oder wieso versteht ihr es nicht? Die Begründung hat mich so jetzt nicht überzeugt. Und wir werden das vor Obergericht neu behandelt werden. Ja, das Gericht ist den Ausführungen und den Anträgen der Staatsanwaltschaft vollumfänglich gefolgt. Insofern ist das Urteil für die Staatsanwaltschaft zufriedenstellend. Was war die Schwierigkeit bei diesem Prozess? Es war ein Indizienprozess. Ja, die Schwierigkeit ist aus mehreren Gründen ein spezieller Fall. Erstens ein Tötungsdelikt. Wir haben ein sehr junges Opfer, von dem her ein tragisches Verbrechen und zudem ein bestrittenes Delikt, ein sogenannter Indizienprozess. Wir haben nicht das 100%ige direkte Beweismittel, sondern der Sachverhalt hat gestützt auf verschiedene Indizien müssen zusammengetragen werden, die am Schluss dann eben zu dem Gesamtbild und der Täterschaft der Beschuldigten geführt haben. Und die Indizien sind, wenn man sie genau anschaut, bringen die nicht den Beweiswert, den sie gerne hätten. Was werdet ihr anders machen vor dem Obergericht? Ich sehe keine andere Strategie. Meine Klientin ist hier unschuldig und ist jetzt verurteilt worden und da werden wir wieder auf Freispruch gehen. Wie geht es eurer Klientin jetzt, dieser Mutter? Es geht ihr nicht gut. Das war auch für sie eine Überraschung, aber sie hat zum Glück auch den Rückhalt der Familie und das ist sehr wichtig. Die Frage nach dem Warum hat nicht geklärt werden, wieso eine Mutter ihr Kind getötet hat.
Ja, das Gericht hat es auch gesagt, ich habe es in meinem Plädoyer auch gesagt, es ist eine unbegreifliche Tat und über das Motiv kann in diesem Sinne nur spekuliert werden. Auch noch etwas bekannter als die Schweizer Schutti-Nationalmannschaft ist der Schweizer Käse. Im Laden zur Käsehütte in der Berner Altstadt findet man den Zugang zur jahrhundertalten Tradition und erfährt auch, welche Gemeinsamkeiten das der Käse und die Nazi haben. Super Fondue oder Raclette auf der Terrasse irgendwo oder an Aare zu nehmen, ist natürlich schon ein Highlight und sieht man immer wie mehr. Also es ist nicht so, dass nur im Winter Fondue gegessen wird und Raclette. Es wird bei euch ein IB-Fondue geben. Wenn jetzt die Schweiz Europameister wird, gibt es vielleicht das Schweiz-Fondue? Ja, das Nazi-Fondue würde auch den Rahmen ein bisschen sprengen von unserem kleinen Käselädeli. Schon IB ist eigentlich eine grosse Sache und eben macht uns stolz, als Kleine mit so einem grossen Partner zusammen zu arbeiten. Und ja, wir tun so ein bisschen Kurkuma rein, dass wir eine schöne gelbe Farbe im Gaglo haben. Und für ein Rot reinzubringen, müsste ich noch ein bisschen überlegen, was man da könnte nehmen irgendwie. Ja, wenn wir auf die Schweizer Nazi schauen, wenn du die mit einem Schweizer Käse vergleichen müsstest, was wäre das für ein Käse? Ja, das ist noch eine schwierige Frage. Emmentaler hoffentlich nicht, dass es eine gelochete Sache ist. Ja, ich würde sagen, vielleicht ein Etiva. Das ist ganz aromatischer, eben schön breit gefächerter Käse mit einer gewissen Rezente drin. Und ich hoffe, so die Spritzigkeit sehen wir auch bei unserer Nationalmannschaft wieder. Die Schweizer Gruppe, Schweiz, Deutschland, Ungarn, Schottland. Wenn man da jetzt vielleicht auf die Käsekultur schaut von diesen Ländern, wer dort da Europameister werden? Ja, ganz klar die Schweiz, oder? Wie könnte es so anders sein? Wir haben natürlich die Präzision, auch, wie man bei anderen Sachen hat, die Qualitätsansprüche und natürlich sehr, sehr gute Ressourcen. Und durch das auch noch mit dem Handwerk verbunden, können wir da natürlich schon mithalten. Ja, absolut. Die EM steht vor der Tür. Was ist deine Einschätzung? Wie weit kommt die Schweiz? Ja, das ist immer so eine schwierige Geschichte. Ich hoffe, dass sie irgendwo bei den Viertelfinals vielleicht können mitkicken können. Aber schauen wir, ich hoffe natürlich, sie kommen bis ganz vorne mit. Aber es sind auch andere gute Teams unterwegs und werden wir mal schauen, wie es rauskommt. Und gefeiert wird es mit einem Fondue, Raclette oder aus einem Käse? Ja, unbedingt. Ja. Und auch bei den Spielen natürlich gibt es immer ein Fondue oder ein Raclette. Absolut, genau. Gestern haben wir über Tierschützer berichtet, die Lebendpreise an Schwingfest nicht gutieren. Heute nimmt der Rubin Hannes, OK-Präsident vom Unspunnen Schwingend, Stellung. Lebendpreise gehören zum Schwingfest. Das Schwingfest hat eine Geschichte. Und die Lebendpreise haben eine Geschichte. Das ist ein Symbol für einen Sieger, für den Stärksten. Dass darf der Siegerpreis, sei es ein Moni, sei es ein Rind, einen Lebendpreis heimnehmen. Und das ist ein gewisser Stellenwert, den das hat im Schwingen. Ja. Etwas, das über Jahre, Jahrzehnte, gleich Jahrhunderte war. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn niemand darunter leidet, und das Tier tut nicht darunter leiden, und dann darf man auch Sachen sein, die schon länger so sind und muss nicht etwas ändern. Wenn zu dir eine Person sagt, Lebendpreis haben ein Schwingfest nichts verloren, was sagst du dieser Person? Dieser Person würde man gerne einladen an ein Schwingfest und würde sagen, was das für einen Zusammenhang hat, die Lebendpreise mit dem Schwingfest, mit den Schwingern und auch mit den Besuchern. Tierschützer sagen, das Tierwohl wird bei Schwingfest eben mit dem Lebendpreis nicht beachtet. Was entgegnest du dem? Ja, also das ist natürlich weit hergeholt, das Tierwohl wird nicht beachtet. Die Tiere sind an einem Schwingfest in einem Stall, der nach der Tierschutzverordnung gebaut ist. Da sind 2-3 Personen, denen fehlt es nicht am Heu, nicht am Essen, nicht am Treichen, nicht an der Pflege, an nichts. Es ist nicht zu heiß, es sind Vorschriften. Und dann ist auch von der Gegnerschaft ins Feld geführt worden, die einzige Lösung sei eine Abstimmung. Falls es jetzt eine Abstimmung gibt, was ist deine Prognose? Ja, die Prognose ist klar. Wenn sie natürlich das wetten, sie könnten es probieren, aber 99,9% der Zuschauer, die an ein Schwingfest gehen, die stören sich nie an diesen Lebendpreisen. Das ist ein Magnet von gross bis klein. Da geht es vom 2-jährigen Bub oder Mädchen bis zu den Grosseltern. Das wird geschaut und die Züchter können Auskunft geben. Also eine Abstimmung, sie können sicher eine machen, wenn sie es zustande bringen, aber ich glaube, die wird nie eine Chance haben.
Mit Headliner wie Green Day, Bring Me the Horizon oder Prodigy startet das Greenfield in Interlaken fulminant in Festivalsommer. Mein Kollege, der Ben Abeckle, hat sich unter die Anbeterinnen und Anbeter vom harten Gitarrensound gemischt. Ich finde es einfach so ein geiles Greenfield. Einfach Gleichgesinnte, alle sind fröhlich, alle sind happy. Es kann nur gut kommen. Exzesse, ja, bei mir ist einfach Kollegschaft, Partypeoples, ein bisschen Alkohol, ja, ein bisschen Drogen wird überall konsumiert. Es ist wirklich schön und Negatives kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich kann nur Positives berichten. Wir haben schon alles gefunden. Schwerter, ja, das ist dann gekommen, wo das Mittelalter-Dings aufgebaut haben, sind natürlich solche Leute auch noch gekommen und das geht natürlich nicht. Ja, klar. Aber sie verstehen es nicht und die sind in ein Schliessfach oder ins Auto zurück. Das ist eigentlich kein Problem. Also sie sind auch schon gekommen mit ganzen Duvet und Küssen für das Zelt und ja, wir sehen eigentlich fast alles. Heute im Talk zusammen im Zentrum ist der Arthur Baldauf, Professor für Betriebswirtschaft von Uni Bern, Gast. Schaut doch hin, es wird spannend. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Erlebnisferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Wetter hier auf der Plattform J. Meine Damen und Herren, am Donnerstagabend, einen freundlichen Tag haben wir heute gehabt. Morgen sieht es noch wieder ein bisschen weniger gut aus, wobei der Freitag wird ein bisschen zweiteilt sein. Es erreicht uns nämlich ausgehend von dem Tief hier über der britischen Insel eine Warmfront. Die überquert uns am Vormittag. Dahinter gibt es dann eine Wetterbesserung und dann haben wir eine weitere Störung, nämlich eine Kaltfront in der Nacht auf den Samstag. Schauen wir uns das Programm der Reihe noch an. In der Nacht auf den Freitag wird die Bewölkung zunehmen. Morgen am Vormittag ist es dann meistens bewölkt und zeitweise regnet es auch. Temperaturen bei rund 10 bis 12 Grad. Dann gibt es aber nach dieser Störung eine deutliche Wetterbesserung. Am Nachmittag wird es zum Teil sonnig und es bleibt zumindest im Flachland längere Zeit auch trocken bei Temperaturen von etwa 21 oder 22 Grad. Im Gegensatz zum Vormittag wird der Nachmittag also einigermaßen angenehm. Ja, und dann erreicht uns eben die nächste Störung, das ist eine Kaltfront. Die beschäftigt uns in der Nacht auf den Samstag und am Samstagmorgen. Da schüttet es zum Teil richtig kräftig, es kann auch Blitz und Donner geben. Am Samstag den Tag durch aber schon wieder zum Teil sonnig und längere Zeit trocken oder nur selten Platzregen bei rund 18 Grad. Der Sonntag dann ein freundlicher Tag, zumindest im Flachland am meisten trocken. In den Bergen ist das Schauerrisiko erhöht und Anfang Woche teilweise bis recht sonnig. Es wird sommerlich warm. Das Gewitterrisiko wird aber auch täglich erhöht sein. Wir sehen es anhand von diesen Blitzen, die wir auch in das Symbol hineingezeichnet haben. Danke vielmals fürs Zuschauen und morgen einen guten Abschluss der Arbeitswoche.